So, servus ihr Lieben. Heute, ich habe es versprochen, dass ich, bevor meine eigentlichen Ackerflächen frei werde, dass ich mit dem Apex unterwegs bin. Und ich habe es geschafft. Ich habe tatsächlich beim Landwirt von mir auf eine Ackerfläche finden können, auf der ich schon ewig nicht mehr drauf war. Hier ist auch nicht wirklich irgendwas Spannendes zu finden, aber egal. Ich möchte mit dem Detektor mich ein bisschen vertraut machen und genau das passt wunderbar. Ich war vorhin am Weiher, da war es aber echt voll mit den Leuten und deswegen ist das jetzt hier super. Da würde ich mal sagen, schwenken wir mal um. Genau, ich bin ab sofort dann mit dem Garrett Ace Apex unterwegs, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Und ich muss, bevor ich loslege, erwähnen, letztes Mal habe ich die Kopfhörerbuchse nicht gefunden. Ihr seht ja, das sind zwei, Moment, ich versuche es mal scharf zu machen. Dort hinten am Gehäuse sind zwei Solarchen, da unten ist auch nochmal eine. An der unteren, die kann man hochklappen, da steckt man das USB-Kabel dann an zum Aufladen. Und in der oberen Buchse steckt man die Kopfhörer ein, wenn man keine Funkkopfhörer jetzt hat. Ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen und habe überlegt, dass es am sinnvollsten ist, wenn ihr was seht zum einen. Schauen wir mal. Genau, wie habe ich ihn eingestellt? Ich laufe im Zero Mode, also man kann hier die Modis durchgehen. Und ich bin im Zero Mode, möchte ich unterwegs erstmal sein. Dann habe ich ferner eingestellt, wenn wir hier mal ins Menü reingehen, bei der Sense, ihr seht, ich bin 2 unter volle Sense. Beim Volume, das ist jetzt die Lautstärke, die ihr hört, die lasse ich mal so. Iron Volume habe ich auf 3 runtergeschraubt, damit es nicht so laut rumkratzt. Und Frequenz werde ich jetzt am Anfang mir die Multifrequenz-Geschichte anschauen, wo er mir wirklich eine schöne Übersicht über den Boden gibt. Und ich werde dann wahrscheinlich auf 15 Kilohertz hochgehen. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Genau, beim Kanal, ich bin jetzt alleine hier auf dem Acker, also muss ich den Kanal nicht wechseln. Das heißt, das passt alles. Genau. Was noch zu sagen ist, das Teil, das wiegt tatsächlich nur 1,13 Kilo. Und ich habe ja den Garrett AT Max auch gehabt. Und der AT Max ist wirklich schwer. Und das Teil, das ist wie der Orks. Es ist mega leicht. Gut austariert, dadurch, dass das Gehäuse auch so flach ist. Ich stelle euch mal scharf hier. Ist es wirklich angenehm austariert und vom Gewicht super. Und ich freue mich jetzt, werde jetzt die ersten Meter mal laufen mit dem neuen Detektor und dann werde ich euch dazu holen beim ersten Fund. Also, bis gleich. Der Apex hat 4 verschiedene Töne, also der hat einen tiefen Ton für Shortfunde und dann steigert sich der Ton dann. Und ich habe jetzt hier das erste Signal, was sich irgendwo so bei, also ist auch Eisen drin, deswegen springt er hin und her, aber es hat sich vor so auf ungefähr, jetzt sind wir sogar höher, vor war es noch 53. Was noch gut ist, was mir gerade einfällt mit der Viper-Spule, ihr seht es ja hier, habe ich noch vom Mais die Stoppeln und mit dieser Viper-Spule kann ich wirklich angenehm durch die Dinger hier durchsuchen. Wenn ich jetzt eine größere runde Spule hätte, wäre das schwierig. Und ich würde sagen, ich grabe das jetzt mal aus. Der Boden ist steinhart. Ich hoffe, ich komme durch. Und dann schauen wir uns das mal an, was der Apex gerade gefunden hat. So, in diesem Erdklumpen ist das Signal drin. Nehmen wir mal den Pinpointer mit dazu. Machen wir uns hier mal ein bisschen Sonne. Hier brummt's. Na, was ist jetzt hin? Da oben an der Spitze brummt's. Schauen wir mal. Ah ja, und da liegt auch was Rundes. Das ist hier gerade schön aus dem Klumpen rausgefallen. Und schauen wir uns das mal zusammen an. Das sieht nach einem uralten Knopf aus, würde ich sagen. Stellen wir das mal scharf. Jo, der erste Fund mit dem Apex. Ein alter Knopf. Immerhin. Also kein Schrott in dem Sinne, natürlich. Aber wer den Knopf nicht ehrt, die Münze nicht wert. Sehr schön. Weiter geht's.
hört, wie der Detektor am Reden ist, ohne dass ich irgendwas mache. Das liegt daran, weil da vorne, ich sage es mal in 30 Metern ungefähr, läuft unterirdisch eine riesen Stromlinie durch, ich glaube sogar mehrere, und die stören hier rein. Ich bin jetzt auch mit der Frequenz mal auf 20 hochgegangen und ich habe jetzt hier ein Signal. Welches sich schön zwischen, sagen wir mal, 57 bis 64 einpendelt. Und das graben wir jetzt mal aus und schauen wir mal, was das ist. Und der Fund ist eine Unterlegscheibe, keine Ahnung, irgendein Eisenring, nichts Besonderes. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Neuer Detektor, ich freue mich schon, seine Sprache dann zu verstehen. Jo, aber zumindest keine Aluminiumfolie und keine Abziehlasche. Und schauen wir mal weiter. So, das wird ein kurzes Video. Das ist die Ausbeute. Und wie gesagt, der Acker ist einfach scheiße. Das wusste ich vorher schon, aber mein Gott, ich habe jetzt eine Stunde hier mich in Ruhe mit dem Detektor vertraut machen können. Bin die verschiedenen Programme durchgegangen und ich habe halt einen Haufen Schrott gefunden, weil hier hauptsächlich Schrott liegt. Also ich habe, wo ich das letzte Mal hier war, vielleicht 1, 2 Kaiserreichspfennige gefunden, aber wirklich nie irgendwas Sinnvolles. Und das ist schade, weil das eigentlich eine interessante Fläche ist, aber hier ist einfach nichts. Aber so sieht ein echter Sonderalltag aus. Ich habe euch auch das Ausgraben von dem Schrott erspart. Kein Mensch mag zuschauen, wie der andere Schrott ausgräbt. Und diese Meinung vertrete ich immer noch. Es ist alles Mögliche. Hauptsächlich hier sind in der Nähe viel Schrapnelle runtergegangen und das sind alles hier Bombensplitter und was weiß ich nicht alles. Also ja, bis auf den Knopf, den freue ich mich, zumindest der erste Knopf. Das ist auf alle Fälle kein Urteil über den Apex, weil einfach die Ackerfläche Müll ist. Ich drehe mich mal kurz um, dann sehen wir uns auch wieder. Jo, mir läuft schön die Soße runter. Es ist echt Wahnsinnswetter, dafür dass September ist, Mitte September. Und wie gesagt, der Acker ist halt einfach nicht so gut. Und ich werde dann wirklich mit dem Apex warten, bis ich im Oktober wieder auf meine eigentlichen Felder kann. Weil das ist, ich wollte euch nur den Zwischenbericht bringen, weil ich habe ja gesagt, dass ich mit dem Detektor rumlaufe. Ich habe euch am Anfang auch ein bisschen was, machen wir die Sonne ein bisschen rein, das sieht richtig schön aus. Ich habe ja auch am Anfang ein bisschen was zum Apex erzählt. Und wenn die Ackerfläche einfach nichts taugt, dann wird man auch nie irgendwas Sinnvolles finden. Und das ist halt einfach so. Ich kenne den Acker in- und auswendig. Ich bin in diagonal, geradeaus, waagerecht durchgelaufen und ne. Deswegen war ich auch seit Jahren nicht mehr da und das bestätigt meine Meinung. Ist halt so. Mein Gott, Spaß hat es auf alle Fälle gemacht. Und ich hoffe, ihr hattet den auch, wenn es nur ein kurzes Video war. Wir sehen uns dann spätestens im Oktober, wenn ich auf meine Flächen wieder drauf kann. Und dann kann ich mit dem Apex so richtig Vollgas geben. Also, bis dahin, haut's rein, macht's es gut, euer Peso. Und für euch immer gut Pfund, lasst es euch gut gehen. Servus.